Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Secret of Evermore auf Pelzig. In der letzten Folge haben wir ja den Boss von der von der Käfersteppe platt gemacht, der gute alte vulgäre Vulgor. Und der hat uns hier diese wunderbare Tarantel-Axt überlassen, so Steinzeit-Axt. Und das macht 5 mehr Schade als unseren Knochenknüppel. Damit können wir jetzt zwar nicht aufladen, das heißt die Waffe muss neu geskillt werden. Aber es ist doch schon eine etwas stärkere Waffe. Aber ich warte hier noch auf was anderes, um ehrlich zu sein. Es gibt immer 3 Waffengattungen, die man in einer Epoche kriegt. Das ist immer ein Schwert, das ist in dem Fall unser Knochenknüppel gewesen. Es gibt immer Axt und es gibt immer einen Speer. Und auf der Speer warte ich besonders. So, jetzt nutzen wir das Ding gleich mal. Hua! Der Kokor hat einen alten Mann geboren. Du bist ein großer Krieger. Danke für die Rettung. Ich bin Schlauer Bär aus dem Dschungeldorf. Ich bin Mitglied von der Alchemister-Gilde. Ich bin Ackermann und das hier ist mein Hund Leverwurst. Ich bin erfreut, euch kennenzulernen. Ich habe hier gerade noch Zutaten gesucht, als mich das eklige Mischvieh von Monster angegriffen hat. Wenn er nicht vorbeikommen wäre, dann hätte das Ding mich gefrühstückt. Nimm das bitte als Geschenk vom Jahr. 10 Wachs und 10 Öl. Ja, danke. Viel Glück, Ackermann. Danke, Schlauer Bär. Jetzt gehen wir hier natürlich aus der Gosch von dem Käfer raus. Igitt. Und diese Spinnwebe hier. Okay, das war gerade ein Double-Hit. Ja, und das zieht nicht schlecht ab, das Ding. So, komm her. Zischt wie Apfelsaft hier die Tarantel-Axt. Komm her. Hör auf, meinen Hund zu stechen. Na, dann halt nicht. Natsch. Hier war irgendwas. Kristall, wunderbar. Komm schon. Boah, 65, das war ein guter Kombo-Angriff zwischen Hund und mir. Wir hängen gleichzeitig getroffen. Und das ist doch prädestiniert hier für was, oder? Nee. Jetzt komm, mach du hier. Und finden hier 2 Kristalle. Sehr schön. Komm, das ist doch prädestiniert, dass hier was liegt. Arsche, selbstverständlich. Und jetzt sind wir wieder dort, wo wir ursprünglich hergekommen sind. Nur und in der vorher nicht erreichbare rechte obere Etage hier von dem Ganzen. Okay, hier scheint nichts zu sein. Und Skelett, hast du was? Natürlich hast du ein bisschen Asche für mich übrig. Schön, wenn hier immer die Skelette von Raucher sind. Wo willst du mich dann hier führen, Hühnchen? Was gibt's dann, Leverwurst? So, Wurzel oder was? Was ist dann hier? Was ist dann hier, was du schnupperst? Ein bisschen Lehm. Sehr schön. Nimm mal ach. Alla hopp. Dann müsste ich jetzt mal hier lang. 4 Stückle Wachs gibt's da nämlich. Und der Hund führt uns schon zu einem geheimen Weg. So, für jeden von euch, der ganz heiß auf optionale Sache ist, der geht doch rechts lang. Aber vorher holen wir hier nochmal Asche vom Raucherskelett. Hier gibt es nämlich hier nochmal Lehm und hier gibt es noch einmal Lehm, Hundekuchen und Wasser. Und dazu geht es nochmal hier rechts rein. Und da sind wir bei so einem anderen freundlichen Mann mal wieder gelandet. Du siehst irgendwie fertig aus. Wahrscheinlich waren da die Insekten draußen zu schaffen. Oh ja, das stimmt. Ja, hast du gewusst, dass was da helfen wird? Die Formel heißt Säurerege. 3 Tropfen Wasser und ein bisschen Asche erzeugen einen ätzenden Säurerege. Das haben wir ja noch vom Vulgor gesehen. Der hat sowas auch gemacht. Magst du Zutaten kaufen? Ah, wenn es sein muss. 3 mal Wasser. Ja, okay, Kristalle haben wir nicht mehr so viel. Sollten wir ein paar einkaufen. Und der Rest sieht eigentlich soweit ganz stabil aus, oder? Ja, über 20. Oder annähernd 20 sollten wir haben. Magst du Spielschein speichern? Ja, das ist doch eine gute Idee. Wir speichern hier bei Sandstrudelfeld. Alles klar. Servus. Mach's gut. 4 Tropfen Wasser und 4 mal Asche haben wir auch noch gefunden. Dann haben wir nochmal 4 mal den Säurerege parat. Das ist auch sehr praktisch. Das ist halt was so Klecksocks optimal. So. Na, okay. Danke, Hund. Mistvieh. Hör auf, du rumzudopsen, als wärst glücklich. Du hast nicht glücklich zu sein. Ich bin's auch nicht, also darfst du's auch nicht sein. Okay, das Vieh rennt jetzt fort. Beziehungsweise das fliegt jetzt fort. Und hier muss doch bestimmt auch noch was sein. Genau, ein bisschen Lehm. Und da können wir jetzt wieder rum. Und wo landen wir dann hier? Aha.
Und zack, ja, Allah, jetzt können wir das endlich auch verwenden. Und ich finde es auch so geil, wenn man hier an die Wand geht, was so für Höhlemalereien noch dran sind. Sehr, sehr geil gemacht. Seht ihr, jetzt können wir auch hier ins Zoogebiet rein, aber das bringt uns leider nichts hier. Gott, einmal der Platzarino, einmal Wasser getankt. Und alle, hopp. Na, Mistvieh. Nicht, nee, Quatsch, beim Hund wollte ich gar nicht rein, ich wollte bei mir rein. Und wollte mal das saure Rege ausprobieren. Hier auf aller. Nimm das. Ja, so viel zieht's nicht wirklich ab. Nicht wirklich, aber wie heißt dann ihr? Feuerflamingo. Aha. So, den macht's auf einmal kaputt. Und der Rest, den machen wir so fertig. Mistviecher. Sehen aus wie eine Mischung aus der Scavenger aus Gothic und der Koopas aus Super Mario, finde ich. Okay, da ist jetzt der Hund zuvorkommen. Platsch auf der Washing. Und Ackermann erreicht Level 8. Na, Allah, so soll's sein. Jetzt wacken wir deine Knabe noch ein bisschen mehr ab. Und dann können wir jetzt nämlich auch hier durch solche Gegenden durch. Zack. You've been one-hitted by Ackermann. Ja, wo willst du mich wieder hinbringen? Do? Oder do? Oder? Ah ja. Eine Wurzel. Alles für die Wurzler. Gut, dann gucken wir uns doch hier gerade mal um. Nachdem wir jetzt die praktische Axt haben, sollten wir uns auch hier umgucken, finde ich. Ja, du hast ja wieder was. Guter Bu. Uns Wurzelchen haben wir gekriegt. Und hör auf, mein Hund anzugreifen, du ekliges Ding. Jetzt guck mal da nämlich wo hier. Sieht interessant aus. Aber das wird erst später wieder interessant, das Gebiet. Für unseren jetzigen Zeitpunkt hilft es uns leider nicht viel, muss ich sagen. Leider Sache. Ja, 2 Tropfen Öl, super Sach. Aber es wird auf jeden Fall noch im Laufe des Spiels eine wichtige Stelle für uns sein. Die sollten wir uns deswegen auf jeden Fall merken. So, was gibt's denn hier noch? Hallo? Und, so. Ich verkaufe Brotwurst in der Dose, wer mag? Ja, du magst, alles klar. So, ja, uff. Und, du hast auch noch nicht gehabt. Au! Du Drecksack. Du Drecke, das Sausack. So. Alles weiter durch. Alles weiter durch. Gott, jetzt sind wir wieder im Dschungeldorf gelandet. Leberwurst. Komm, wir müssen zum Feuer. So sehe ich das auch. Aber. Moment, da war doch noch irgendwas. Irgendwas war da noch, glaube ich. Da ist so ein alter Hansel. Genau, zu dem mag ich noch. Du hast den schlauen Bär aus der Käferstadt gerettet. Das hast du sehr gut gemacht. Ich kann dir eine Formel geben, was Menschen. Das ist das Energieschild. Nimm ein Stück Lehm und ein bisschen Asche, um die Abwehrkräfte zu stärken. Aller Hopf, nehme ich doch. Super. Jetzt habe ich wieder so ein Ding gekriegt. Weil so manche alchemistische Formeln, die sind wirklich etwas tricky zu finden. Da muss man ein bisschen gucken. Und Moment. Bevor ich zu Feuerach gehe, mag ich erst noch mal raus aus dem Dorf, weil ohne gab es ja auch noch so etwas, was wir nicht erreichen konnten. Das heißt, es wäre vielleicht nicht verkehrt, wenn wir da erstmal mit der Axt rein machen. Und uns gucken, was dort für Gebiet noch war, was wir nicht erreichen konnten. So. Ich weiß, nördlich vom Dorf war auch was, aber das weiß ich halt, dass das erst später kommt. Aber deswegen gucken wir uns erstmal hier das Optionale an. Nektar haben wir gefunden. Sehr gut. Das heilt ein bisschen mehr als die Blätter. Insofern auch sehr nützlich gerade für uns. Ja, auf meinen Hund anzugreifen. Ich sag das. Panzerhelm haben wir gefunden. Yay. Panzerhelm. Da ist er. 3. Sieht aus, als ob man Schildkrötepanzer mit dem Lederhalsband irgendwie umgedreht hätte. Naja. Okay, jetzt sind wir aber hier noch. Und da ist wieder so ein älterer alter Mann. Wachs, Öl.
Hallo Ackermann, endlich kann ich mich wieder meiner Forschung widmen. Dank dir hat mich der Vulgor nicht verspeist. Nimm die Heilaura-Formel, die wird dir helfen, wenn Vergiftware bist. Die Formel benötigt zwei Wurzeln und einen Tropfen Öl. Zischt wie Apfelsaft hier die Heilaura, zischt wie Apfelsaft. Magst du Zutaten kaufen? Boah, gucken wir mal. Ja, wir sind bei allem über 20, ich denke, das passt soweit. Magst du Spielstand speichern? Ah jo, komm, wenn du schon anbietest. Dschungelhütte. Servus. Oder Alamol. Gut. Das heißt, da lebt der schlaue Bär. Jetzt wissen wir doch auch Bescheid. Und er hat uns auf jeden Fall was sehr Praktisches gegeben. Wenn wir vergiftet werden oder in irgendeinem anderen Zustand sind, Zustandsveränderung, dann heilt uns der Zauber Heilaura. Das ist sehr, 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 sehr praktisch. Gerade für spätere Gebiete wird es äußerst praktisch sein, der Zauber. Okay, da hinten sehe ich noch was. Was noch nicht arg gedatscht worden ist. Das heißt, da muss ich mich jetzt wieder durch den Dschungel erstmal kämpfen. So. The lion sleeps tonight. A wing a wham, a wing a wham. Au, a wing a wham, a wing a wham, a wing a wham. Zack. Als auf der hohle Kopf drauf. Au! Aber auf dich deine eklige Spore da anzugreifen, oder was das ist. Mist, das war mal voll ins Leere rein. Zack. Ja, auf, du Fotzelvieh. So. So können wir jetzt auch noch durch. Wenn schon, denn schon, ne? Tut doch weh. Und Blatt haben wir noch gefunden. Und Wasserle gibt's auch noch. Na, Allah. Letsch. Ja, du hast noch was gehabt. Sehe ich. Na, du musst da irgendwas sein. Ja, Allah, Wurzel. Was man nicht alles so macht. Das war's jetzt auch hier in dem Gebiet. Das heißt, jetzt können wir auch wieder ins Dschungeldorf zurückkehren. Und dann erwartet uns auch wieder die nächste Sache. Aber ich glaube, man muss hier noch mit irgendeinem sprechen, oder? Dass man noch was kriegt. Ja, Vulkan ist wärmer geworden, oder ist was faul? Du hast dich schlauer Bär gerettet, jetzt kannst du die Axt benutzen, um den Dschungel zu erforschen. Habe ich schon gemacht. Super, du hast den Vulgor besiegt. Als nächstes kannst du dich um die Echsebrut kümmern. Bin ich die Wohlfahrt hier, oder was? Was ist mit dir? Schlaue Liguan, ja, kann lesen, rechnen, schreiben und Schublattler tanzen, keine Ahnung. Schlaue Bär hat mir von deiner Heldentat beim Vulgor erzählt. Gut gemacht. Ja, gern geschehen. Was ist hier? Nochmal, ne? Erzählst du irgendwas noch? Ja. Echse und bla bla bla, das kennen wir schon. Alla hopp. Dann, was? Irgendeiner war es, glaube ich, mit dem ich noch retten musste, um was zu kriegen. Ich bin mir aber nämlich sicher, der vielleicht? Ich hasse die Echsebrut, leider bin ich zu feig, um sie zu bekämpfen. Mein Bruder Schlauer Bär ist doch weitaus müdiger. Von dir will ich nichts kaufen, du Feigling. Ich habe alle den Brainbug besiegt, da brauche ich dich nicht. Du? Euer Abenteuer bei Vulgor ist bei uns das Tagesgespräch. Vorher hatte kleines Dankeschön für euch. Ja, das nehme ich doch gerne an. Ja, das kennen wir schon. Die Alt hat nichts Neues zu Sarah. Was ist mit dir, du? Die Echse holen sich Material für ihre Waffe auf dem Friedhof aus dem Nordosten. Ja, das ist aber ekelhaft. Klingt nicht sehr sympathisch. Was bei dir? Bestes Geschäft im Dorf, okay. Nee, komm. Brauchen wir nichts, finden wir meistens alles auf dem Weg. So, du. Okay, ja. Der findet einfach nur, dass ich ganz, ganz knorke bin. Lass da mal mich bitte durch, ich mag zum Waffeladen. Dankeschön. So. Ohne Kampfanzug bist verloren, bla 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 bla. Ja. Wir holen auf jeden Fall das Lederhalsband. Und ich weiß, dass ich da noch ein Armband kriege werde. Deswegen lasse ich das jetzt erstmal sein. Und unseren Hund kriegt erstmal das Lederhalsband und hat damit 5 Verteidigungspunkte. Das ist schon mal sehr, sehr gut und praktisch. Ich glaube, das andere kommt erst später. Okay. Gut, dann geht's wieder ab zu Feierach. Gucke, was die zu Sarah hat hier, die Overgoscherin. So. Alla hopp. Wie ich sehe, warst du in Vulgors Höhle erfolgreich. Tja, ich bin eben toll. Ich habe doch eine gute Axt gefunden. Hey, das sieht ja toll aus.
Schlauer Bär ist wieder in seiner Höhe südlich vom Dorf. Aber inzwischen haben wir ein neues Problem. Der Vulkan im Norden kühlt langsam ab. Wenn das so weitergeht, haben wir bald eine neue Eiszeit. Das tut mir ja wirklich leid für euch, aber ich muss jetzt zurück nach Groß-Orstum. Du sollst trotzdem erstmal noch der Quelle von der Kältewelle forschen. Ich komme übrigens auch aus Groß-Orstum. Mein Großvater bewohnt das Labor auf einem kleinen Hügel. Er hat eine Maschine gebaut, mit der man in eine selbstgeschaffene Welt reisen kann. Na, mein größter Wunschtraum war es, immer mal in die Steinzeit zu reisen. Aber aus 3 Stunden, die ich dort verbringen wollte, sind inzwischen 30 Jahre. Und sie ist immer noch ein Mädel? Trotzdem spüre ich hier ab und zu Einfluss von der realen Welt. Der plötzliche Kälteeinbruch könnte das Werk von einer Person aus der realen Welt sein. Und die Person kontrolliert anscheinend die böse Vulkanechse. Im Vulkanzentrum könntest du die Antwort drauf finden. Und vielleicht findest du dort auch jemand, der dich heimbringen kann. Aber das Wichtigste ist, dass du unser Dorf rätst. Das hört sich genauso absurd wie die Handlung aus Heiße Hexe schmecken nicht an. In dem Film landen 5 Astronauten auf einem Planet, der genauso aussieht wie die Erde. In einem Vulkankrater entdecken sie da eine Hexe, die gerade mit Eiterbeule... Ich glaube, so ekelhaft wird es jetzt wohl doch nicht wäre. Falls du trotzdem irgendwelche Probleme haben sollst, kannst du mich mit einer Zauberperle herbeirufen. 6 Zauberperlen erhalten. Wenn du mal Hilfe brauchst, dann wirf eine Perle auf die Erde. Ich werde sofort kommen und dir mit meinen Zaubersprüchen helfen. Aber wie kann ein Mädel wie du uns helfen? Du bist doch viel zu klar. Das ist ganz einfach. Soll ich dir zeigen, warum ich die Dörfler Feuerach nenne? Ja, wirst du mir's mal gleich zeigen. Ihr zur Zeit. Netter Trick, ja. Ruf mich mit einer Zauberperle, wenn du mich brauchst. Okay, keine weitere Erklärung mehr notwendig an der Sache. Was schnupperst du? Wieder nur im Dreck rumgeschnuppert. Nala. Ich überlege gerade. Moment. War das hier? Nee, bei dem war es nicht. Dann war es woanders. Aber ich weiß, dass ich hier speichern kann irgendwo. Komm schon. War ich hier überhaupt schon? Nee, hier war ich ja noch gar nicht. Du siehst müde aus. Nebenan findest du Hotelhütte. Ruh dich dort aus. Auch in der Körper und Krüge befinden sich Gegenstände. Du kannst doch ruhig an dich nehmen. Es wird wohl niemand etwas dagegen haben. Ja, das ist schon... jetzt hat sie mal noch Blätter gegeben. Cool. Cool, danke Oma. Wasser, 30 Kraller und 3 Tropfen Wasser. Also wenigstens darf ich hier legal plündern. Das ist doch schon mal was. Ausgezeichnet. Und was haben wir da noch? 2 Wurzeln, ein bisschen Wasser und ein Nektar. Sehr, sehr geil. Grüß Gott, willkommen in meinem Hotel. Magst du 10 Kralle übernachten? Gewiss, Mann, aber gewiss. So. Der bleibt draußen. Ach Gott, und er steht mitten in der Nacht wie bei Paranormal Activity einfach stur und stier glotzend neben meinem Bett und guckt mal zu, wie ich schlaf. Hast gut geschlafen? Magst du Spielstand speichern? Ja, gruseliger Dorfmann. Und ich steht Sache an der Stelle, ihr liebe Leute. Habe ich jetzt gespeichert? Ja. Servus. Die Sache, wir sehen uns morgen wieder bei Let's Play Secret of Evermore auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen. Da gehen wir dann Richtung Vulkan zu der bösen Vulkanechse. Iron Yankee.